Wir wollen alle mit Jesus siegreich ans Ziel kommen. Und heute ist das Thema der wunderbare Ratgeber und ich möchte euch einladen, mit mir zu lesen aus dem Hebräer Kapitel 3. Wir werden einige Dinge lesen, nachher auch in Hebräer 4 weitermachen. Es sind sehr ernste Worte, die hier stehen. Das heißt hier, achtet deshalb darauf, liebe Freunde, dass eure Herzen nicht böse und ungläubig sind und ihr euch damit vom lebendigen Gott abwendet. Ermutigt einander jeden Tag, solange es heute heißt, damit keiner von euch von der Sünde überlistet wird und hart wird gegen Gott. Denn wenn wir bis zum Ende treu bleiben und Gott genauso fest vertrauen wie in den ersten Zeiten unseres Glaubens, wird Christus uns an allem Anteil geben. Da wir nun einen großen Hohepriester haben, der durch den Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, wollen wir an unserem Bekenntnis zu ihm festhalten. Dieser Hohepriester versteht unsere Schwächen, weil ihm dieselben Versuchungen begegnet sind wie uns, doch er wurde nicht schuldig. Lasst uns deshalb zuversichtlich vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Dort werden wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden, die uns helfen wird, wenn wir sie brauchen. Die Aufgabe eines Hohenpriesters ist es, andere Menschen vor Gott zu vertreten. Er bringt Gott und ihre Gaben und die Opfer für ihre Sünden dar. Er ist nachsichtig mit den Menschen, auch wenn sie unwissend sind und vom richtigen Weg abgekommen, denn er ist denselben Schwächen unterworfen wie sie. Solange Jesus hier auf der Erde lebte, hat er mit lautem Schrei und unter Tränen seine Gebete und Bitten an den großen Gott gerichtet, der ihn aus dem Tod befreien konnte. Und weil er große Ehrfurcht hatte vor Gott, wurde er erhört. Ja, wie wir schon oft gehört haben in diesen Tagen, der Hebräerbrief wurde geschrieben an Christen im 1. Jahrhundert, die unter sehr viel Leid standen, die drauf und dran waren, in verschiedenen Bereichen ihres Lebens aufzugeben und auch im Glauben sich immer mehr von Gott zu distanzieren. Und der Hebräerbrief erinnert uns konstant daran, das, was uns hält in unserem Leben, das, was uns siegreich auch ans Ziel führt, das, was uns bis zum letzten Atemzug freudig und mit Leidenschaft und Hoffnung leben lässt, ist der einzige Grund, wenn wir unsere Augen auf Jesus richten. Jesus, der Anfänger und der Vollender im Glauben. Und heute haben wir gelesen, ermutigt einander jeden Tag. Geht zurück auf dieses griechische Verb parakaleo und wir werden nachher noch das sehen, was das heißt. Warum brauchen wir Ratgeber? Wenn wir die Geschichte etwas ausführlicher lesen im Hebräerbrief, dann stellen wir fest, der Grund, warum hier die Menschen aufgefordert werden, achtet darauf, dass ihr nicht ein hartes Herz bekommt, geht zurück auf die Wüstenwanderung des Volkes Israel. Und ihr müsst euch vorstellen, 400 Jahre lang war Israel oder das damalige Volk unter in Ägypten gewesen und in den letzten Jahrzehnten, die sie dort lebten, unter grausamer Unterdrückung durch den Pharao. Und dann kam Mose und dann kamen die Wunder Gottes. Ein Wunder, das zweite Wunder, das dritte Wunder. 10 große Zeichen. Israel zieht aus Ägypten. Gott hat sein Volk befreit und es schien, hey, Gott ist auf unserer Seite, jetzt kommt es einfach nur noch gut. We're on the winning side. Vielleicht, weiß auch nicht, vielleicht so wie Lara Gut oder andere gute Skifahrer im Moment oder Matt scheinen einfach nicht zu schlagen zu sein. Es geht nur noch gut, nur noch aufwärts. Und dann kommen sie in die Wüste und es scheint, als hätte Gott sich verändert. Plötzlich blieben die großen Zeichen von Gott aus. Plötzlich erlebten sie Tage, da hatten sie Hunger. Plötzlich erlebten sie Tage, da hatten sie Durst. Und es schien so, als würde Gott sich irgendwo verändert haben. Dabei war ihnen nicht bewusst, dass Gott genau diese Dinge eben bewusst zuließ, damit sie lernten, Glaube bedeutet nicht einfach von Wunder zu gehen, sondern Glaube bedeutet, Gott kennenzulernen und zu lernen, Gott zu vertrauen, auch wenn Gott die Wunder nicht mehr tut oder nicht tut, die wir von ihm erwarten. Und es ist interessant,
Israel lernte die Lektion nicht. Im Gegenteil, das heißt, ihre Herzen wurden bitter. Sie fingen an zu klagen gegen Gott. Sie fingen an, sich zu beklagen über Gott, sagten, wo bist du, hast du uns verlassen, obwohl Gott das Volk nie im Stich gelassen hatte. Sie hatten immer genug zu essen und zu trinken, aber sie hatten nicht mehr alles so im Überfluss, wie sie gedacht hatten. Und sie entzogen Gott ihr Vertrauen, das heißt, sie verhärteten ihre Herzen Gott gegenüber. Und wenn ihr die Geschichte anschaut, ist ihr Ende ist eigentlich sehr, sehr, sehr traurig, weil keine einzige Person der Generation, die auszog aus Ägypten, kam eines Tages später in das verheißene Land, außer Kaleb und einer der anderen, die noch dabei waren. Nicht einmal Mose, nicht einmal Mose. Und ich glaube, die Geschichte von Israel zeigt uns eben die Gefahr, dass unsere Herzen zugehen, hart werden Gott gegenüber, gerade dann, wenn wir Gott nicht verstehen, gerade dann, wenn die großen Zeichen von Gott ausbleiben, gerade dann, wenn wir durch, die Wüstenzeiten in unserem Leben gehen. Und die Bibel beschreibt unser Leben, bevor wir in den Himmel kommen, immer wieder auch, und das vergleicht es mit der Wüstenwanderung von Israel. Und ich weiß nicht, ob du auch schon festgestellt hast, manchmal, vielleicht gerade am Anfang deines Glaubens, schien es, als würde Gott alle Gebete erhören. Und dann bist du länger mit Gott unterwegs und es kann gut sein, dass du feststellst, hey, Gott ein bisschen länger. Es scheint sogar, dass du Momente hast, wo du sagst, hey, wo ist die erste Freude da? Ich war so glücklich mit Jesus am Anfang. Und jetzt? Und wir verstehen nicht, dass Gott bewusst in unserem Leben sich manchmal etwas wie zurückzieht, damit unser Glaube entwickelt wird. Liebe Freunde, wozu brauchst du Glauben, wenn Gott sowieso alles tut, was du dir vorstellst oder warum du betest? Glauben bedeutet, Gott treu zu sein, nicht zu zweifeln an ihm und seiner Hilfe und seiner Treue und seiner Person, auch wenn wir keine Wunder sehen, auch wenn das Gute im Leben vielleicht ausbleibt. Im Gegenteil, wenn wir sogar durch die größten Krisen unseres Lebens gehen. Und das ist ein reifer Glaube. Dort möchte Gott uns hinführen. Schau, die Bibel sagt es so in Römer 8, 23, wir sind eben noch nicht am Ziel. Und selbst wir, obwohl wir im Heiligen Geist einen Vorgeschmack der kommenden Herrlichkeit erhalten haben, wir seufzen und erwarten sehnsüchtig den Tag, an dem Gott uns in unsere vollen Rechte als Kinder einsetzen wird und uns den neuen Körper geben wird, den er uns versprochen hat. Liebe Freunde, das ist so etwas, das wir in der Theologie das bereits und noch nicht nennen. Es ist dieses Spannungsfeld, in das jeder, der einen, ganz bewusst bodenständigen, bibelbezogenen Glauben lebt, hineinkommt. Er wird feststellen, wir sind noch nicht im Himmel. Manchmal sagt man dem auch eschatologischen Vorbehalt. Das heißt, gewisse Dinge sind noch nicht bestimmt für diese Zeit. Die sind erst im Himmel bestimmt. Übrigens, im Himmel wird es keine Wunder mehr brauchen. Weil da wird sowieso alles, was wir heute Wunder bezeichnen, wird dort oben normal sein. Und die Frage ist, wie gehen wir um in unserer Wüstenzeit? Wie gehen wir mit Gott um? Wie gehen wir mit dem Glauben um? Wie reagieren wir, auch wenn sich das nicht erfüllt, auch was wir vielleicht erhofft haben? Auch wenn sich vielleicht gewisse Worte, die wir bekommen haben von Gott, wie nicht zu erfüllen scheinen. Können wir warten? Werden wir hart? Geben wir auf? Oder nehmen wir es als Chance, dass unser Glaube tiefer wird und wir können sagen, ich habe Gott noch nicht gesehen, aber ich glaube mehr als ihn, als am Anfang meines Glaubens. Schaut, das Einzige, was uns davor bewahrt, hart zu werden, ist dieses Wort Parakaleo, ermutigen. Parakaleite steht hier, es heißt sogar, das ist ein Imperativ, es bedeutet, ermutigt einander. Und das heißt hier sogar, jeden Tag. Ermutigt einander, jeden Tag. Dieses Wort bedeutet so viel wie helfen, es bedeutet trösten, es bedeutet zu ermutigen, es bedeutet Seelsorge zu geben, es bedeutet aber auch zu rufen, zu ermahnen, zu raten. Und es hat eine unglaublich große Weite, dieses Wort, vom hörenden Dasein,
wo ich nichts sage, bis zum sehr klaren und direkten Sprechen, was jemand tun sollte. Und es ist so interessant, Jesus, er wird immer wieder als der wunderbare Ratgeber bezeichnet. Jesaja 9, schon im Alten Testament, spricht Jesaja über den Messias und er sagt, es kommt mal dieser wunderbare Ratgeber und ihr werdet diesen Rat von Jesus erleben. Und ich möchte euch ein Beispiel geben aus den Evangelien. Eines Tages kam Jesus zu Maria und zu Martha und sie hatten gerade ihren geliebten Bruder Lazarus verloren. Also interessant, beide der Schwestern, Maria und Martha, kommen auf Jesus zu und sagen ihm beide, wenn du hier gewesen wärst, wäre unser Bruder Lazarus nicht gestorben. Und jetzt schaut einmal, wie Jesus reagiert hat. Zu Martha sagte Jesus, Martha, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird nicht sterben. Glaubst du das? Und als Maria wenig später zu Jesus kommt und ihm den gleichen Vorwurf machte, sagt die Bibel, Jesus weinte. Jesus weinte. Beide haben den Rat von Jesus bekommen. Beide haben die Breite des Rates von Jesus bekommen. Martha hat ein Wort der Wahrheit gebraucht, ein Wort der Belehrung für ihr Leben. Maria hätte etwas anderes gebraucht. Maria hat dieses mitfühlende, trauende Herz von Jesus miterlebt. Und liebe Freunde, Rat, dieses Wort, einander zu ermahnen, zu ermutigen jeden Tag, umfasst die ganze Breite. Und ich möchte es bewusst mal so sagen, Wahrheit ohne mitfühlen und weinen zu können, ist unglaublich hart. Wer nur mitweint und emotional mitgeht mit anderen, ohne Worte der Wahrheit, wird anderen keine große Hilfe sein. Und wir brauchen beides. Und das ist den Rat, den wir persönlich in unserem Leben brauchen und den Jesus uns auch heute noch schenken will. Ich möchte euch heute Morgen in die tiefste Krise meines Lebens hineinnehmen, wie ich das, glaube ich, in meinen Jahren, seit ich hier bin, noch nie gemacht habe. Es ist nun 10 Jahre her, da hatte ich in dieser Gemeinde, dieser Kirche, die schwerste Zeit meines Lebens. Ich hatte 10 Jahre lang die Jugendarbeit geleitet, von 1994 bis 2004. Und es war eine herrliche Zeit gewesen. Unsere Jugendgruppe ist damals gewachsen von 70 auf über 220 Leuten, alle fest in Kleingruppen integriert. Es war eine herrliche Zeit. Die Kleingruppenarbeit aufgebaut, Schulungen. Wir hatten das Literargymnasium am Remy Bühl, wo wir jeden Sonntagmorgen junge Menschen unterrichtet haben. Und wir haben viele, viele gesehen, die sich haben taufen lassen. Die ersten 10 Jahre waren super im Dienst. Und dann kamen die zweiten 10 Jahre, die waren auch super im Dienst. Ich habe die Gemeinde 2004 mit ungefähr 1400 Mitgliedern übernommen. Und wir sind innerhalb der nächsten 10 Jahre auf 2500 Mitglieder angewachsen. Es war herrlich, wir hatten Mitgliederaufnahmekurse, da waren manchmal 100 Leute in einem Mitgliederaufnahmekurs. In der Zeit haben wir Silbern gegründet. Wir hatten Menschen, die kamen aus den verschiedensten Ländern, die wollten sehen, wie macht man das? Multi-Campus Church. Und ich durfte viel erzählen, wie Gott uns geleitet hat, habe Gott immer die Ehre gegeben und dachte, Herr, let the story go on. 5000 wäre cool im Bucheck. Und dann kamen diese Jahre und es wurden zu den schwersten Jahren meines Lebens. Wir kamen in der Mitarbeiterschaft und auch in der Gemeinde in eine sehr, sehr schwierige Zeit. Ich denke, so zurückblickend kam der größte Trigger, war der, als einer unserer leitenden Pastoren durch eine massive Ehekrise ging und trotz Beratung schließlich die Trennung wollte, den Ehering ablegte und schließlich die Scheidung wollte. Und dahinter gab es viele Geschichten und das ist so schwierig für mich auch gewesen. Geschichten, die ich der Gemeinde nie erzählen konnte und der Gemeinde nie erzählen kann. Und auch nicht
ich werde sie auch nie erzählen. Und ich spreche darüber mit großer Achtung und auch mir ist die Pietät gegenüber Menschen sehr, sehr wichtig. Und in der Zeit war nicht nur das, sondern 2 der jüngsten Pastoren kündigten. Einer kam rein um 8 Uhr im Dezember fürs Mitarbeitergespräch, sagte, und Matthias, was ich noch sagen wollte, ich will kündigen heute. Eine Stunde später kam der zweite Pastor, sagte, Matthias, ich will kündigen heute. Und es war für mich, als wären an einem Tag meine beiden Arme wie amputiert worden. Einer davon war einer, den ich über Jahre gefördert hatte, mitgenommen hatte, der in der Jugendgruppenarbeit hier in der Zeit zum Glauben an Jesus gefunden hatte. Und nicht nur das intern, sondern in der Zeit ist eine neue Kirche hier in Zürich entstanden. Und ich sage, versteht ihr gut, ich sage ihren Namen nicht. Aber da kamen Leute aus dieser Neugründung der Kirche, die kamen hier in unser Gebäude, sagten, hey, wir haben eine coole Jugendchurch, kommt zu uns, warten hier im Gebäude unsere jungen Leute, ich kann mal sagen, vielleicht auch ab. In der Zeit startet das ICF auf der anderen Seite voll durch mit ihrem neuen Gebäude. Und ich war nicht in der Lage, die Millennials in unserer Kirche wirklich gut zu integrieren, ihnen eine Perspektive eben auch zu geben und sie genügend zu verstehen. Und ich war in dieser Zeit emotionell, körperlich und intellektuell völlig am Ende. Ich habe mich in vielen Dingen völlig überfordert gefühlt. Und es war nicht nur das, was so schwer war, sondern weil es mir nicht gut ging. Haben eben auch viele Menschen an meiner Seite gelitten. Ich denke an meine Familie. Wie oft saß ich am Tisch zu Hause und meine Kinder waren noch klein damals und ich war total abwesend. Es gab Zeiten, ich war am Tisch und mir sind einfach die Tränen gekommen. Und ich konnte meinen Kindern nie erzählen, was wirklich los ist. Und es war sehr schwierig. Und meine Frau ist so liebevoll zu mir gestanden in der Zeit. Ich bin ihr so dankbar. Aber auch meine treuesten Mitarbeiter, die haben auch gelitten. Ich konnte ihnen vieles nicht sagen und vieles konnte ich auch nicht erklären, weil mir schlichtweg die Worte gefehlt hatten. Und ihr Vertrauen in mich wurde wirklich aufs Härteste geprüft. Dem Leiter zu vertrauen, auch wenn du den Eindruck hast, hey, was passiert, wir kommen nicht raus, ist etwas vom Schwierigsten, glaube ich, dass es gibt. Und ich spürte auch, es war auch schwierig für mich mit der Gemeinde. Nicht ihr mit mir, sondern für mich mit euch. Weil ich war immer wieder versucht, Dinge zu erzählen und ich wusste, Matthias, bleib fokussiert auf Jesus. Nutze die Kanzel, mach Jesus groß. Und wenn du die Dinge nicht richtig in Worte fassen kannst, dann sage auch nichts. Und ich glaube, viele waren hier, die haben es auch gespürt. Und es waren für mich wirklich tiefste depressive Tage. Tage ohne Licht, Tage ohne Perspektive, Tage ohne Antworten. Ich habe mehrmals Tage gehabt, da hätte ich mir am liebsten einen FFE gewünscht und wäre irgendwo eingeliefert worden in eine psychiatrische Klinik. Weil ich sagte, Herr, ich kann doch die Gemeinde nicht so leiten, wenn es mir so geht. Was bin ich für ein Pastor, wenn in meinem Innern, wenn so viele Dinge da sind und ich soll von der Freude erzählen und in mir ist nur Traurigkeit. Und ich war mehrmals drauf und daran, meine Kündigung zu schreiben in der Gemeinde. Das war meine Geschichte. Und ich hatte viele Fragen an Gott. Ich habe heute noch viele Fragen und ich habe viele keine Antworten. Aber es hat mir geholfen und darum geht es ja heute Morgen. Was mir geholfen hat, war Parakaleo. Das war dieser Rat, das war diese Seelsorge, dieser seelsorgerliche Umgang auf verschiedensten Ebenen.
Und ich habe es auf der einen Seite, heißt es hier, ermutigt einander jeden Tag. Und ich wusste, was ich brauche. Ich brauche an meiner Seite Brüder und Schwestern, die mich verstehen können. Also etwas vom Ersten, was ich gemacht habe, ich habe meinen Vorgänger gefragt, habe gesagt, du, was soll ich tun? Und er hat mir dann gut zugehört und sagte mir einfach, hey Matthias, sei klarer in deiner Führung, sprich Dinge klarer an, das wird dir helfen. Eines Tages habe ich Larry Stockstill getroffen, war in einer Konferenz mit ihm in Miami. Er ist ein Pastor einer großen Kirche. Er war auch so ein Bruder, der an meiner Seite war. Und er sagte, hey Bro, das ist normal, dass wir durch solche Dinge gehen im Dienst. Keine Panik. Vergiss nie, Menschen sind nie deine Feinde. Der Feind ist dein Feind. Dann kam Desmond hier als Coach zu uns und wir haben durch ihn wichtige Dinge über Leiterschaft gelernt. Meine engsten Brüder, nicht die physischen, sondern die Brüder in der Gemeinde und auch der Vorstand, die standen einfach voll hinter mir in der Zeit. Und jemand sagte einmal, Matthias, weißt du, denk da, egal wie du dich fühlst, du bist da einbetoniert in dieser Kirche. Und jemand sagte einmal im Team, Matthias, viele Menschen haben vielleicht das Vertrauen in dich verloren, aber ich vertraue dir. Dann habe ich mit dem CEO einer großen Firma gesprochen und er sagte, was Matthias, es gibt Leute, die machen dir das Leben schwer. Welcome to the Club of Leadership, das gehört einfach dazu. Rat. Menschen, die Gott brauchte, mit verschiedenen Aussagen mir zu helfen, dran zu bleiben, nicht bitter zu werden und zu sehen, weißt du was, Wüste gehört auch dazu zum Leben im Dienst. Und ich habe viel gelernt aus dieser Zeit. Mein Glaube ist tiefer geworden. Und das Zweite ist, ohne ihn hätte ich es nicht geschafft. Ohne ihn hätte ich es nicht geschafft. Es war Jesus, Jesus an meiner Seite. Und wie oft habe ich in der Zeit gesagt, Jesus, komm mir zu Hilfe, komm mir zu Hilfe. Ich verstehe dich nicht, ich verstehe nicht umfassend, was hier geht. Aber ich brauche dich einfach. Und da waren Momente, da habe ich seine Gegenwart einfach gespürt. Und Jesus hat nichts gesagt. Aber ich wusste, er ist einfach da. Und er wird mich nicht im Stich lassen. Er wird mich begleiten, er wird mich durchtragen. Hat er nicht gesagt, ich habe dich berufen? Hat er nicht jeden von uns in seine Nachfolge berufen? Hat er nicht gesagt, ich werde dich nicht im Stich lassen, ich werde dich nie alleine lassen? Aber ich konnte jetzt auch verstehen, warum es auch für Jesus heißt, solange er auf der Erde lebte, hat er mit lautem Schreien und unter Tränen seine Gebete und Bitten an den einen gerichtet, der ihn aus dem Tod befreien konnte. Und weil er große Ehrfurcht hatte vor Gott, wurde er erhört. Und ich habe das Gleiche gemacht in der Zeit. Ich habe einfach viel, viel gebetet und habe ihm einfach mein Herz ausgeschüttet. Und wisst ihr, was der Geist Gottes in der Zeit immer wieder getan hat? Er hat mich an das Wort Gottes erinnert. Er hat mich an so vieles erinnert. Er sagte zu mir, Matthias, weißt du noch, ich habe dir vor vielen Jahren einmal gesagt, bleib im Land und übe Treue. Treue übst du dann, wenn du keine Lust und keine Kraft hast, treu zu sein. Dann musst du treu bleiben. Und ich sagte, Jesus, ja, das stimmt. Oder Psalm 23, wie oft habe ich den gelesen in der Zeit? Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Oder Paulus, der gesagt hat, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Und ich weiß nicht, an die eigenen Grenzen zu kommen, ist eigentlich sehr, sehr gesund, ist sehr gut. Wisst ihr, was es tut und was es in mir getan hat? Es hat mir geholfen, mein Vertrauen zu 100% auf Jesus zu setzen. Zu 100% auf ihn zu setzen. Und dieser Trost durch Menschen, dieser Trost durch Gott
hat mir geholfen, dass mein Herz nicht hart geworden ist. Liebe Freunde, wenn man Schwieriges erlebt, wenn man enttäuscht wird von Menschen, und ich sage nicht, dass ich nicht auch andere enttäuscht habe, ich selbst habe viele Fehler gemacht in der Zeit. Aber du siehst ja die Fehler der anderen meistens mehr als die eigenen. Und wenn man nicht hart wird, wenn man vergeben kann, wenn man loslassen kann, das hat mir Gott wirklich geholfen. Ich hatte keine Empfindungen der Bitterkeit und habe sie nicht bis heute gehabt, je gegenüber einen dieser Menschen. Und das ist Jesus. Liebe Freunde, wir brauchen diesen göttlichen Rat. Und wenn der Hebräerbrief sagt, ermutigt einander täglich. Ich bin ganz offen mit euch, hat zu mir gesprochen, bis hin in meine eigene Familie. Dachte ich, mache ich das mit meinen eigenen Kindern? Ich sehe so viele Dinge in der Erziehung, die ich korrigieren muss. Aber habe ich auch genauso viel Ermutigung für sie. So viele Worte auch, die ihnen Mut machen, ihren Weg zu gehen. Mit Gott, in der Schule, im Beruf. Du brauchst Jesus in deinem Leben und alles fängt damit an, dass er in deinem Leben wirklich dein Retter wird. Liebe Freunde, jemand fragte mir einmal, ja Matthias, halt doch einfach Glaube an den Herrn Jesus und dann kommt alles gut. Nein, schau mal, du musst erkennen, du brauchst einen Retter in deinem Leben. Und zwar nicht nur durch die größten Krisenzeiten, sondern auch einen Retter, der dich von dir selbst rettet. Wisst ihr, wie oft ich versucht war, Gott davon zu laufen, hart zu werden, zurückzugeben? Ich habe den schon auch noch ein bisschen anders. Hat mir zwar meine Frau gesagt, das muss ja manchmal, Matthias, das gehört auch zur Leiterschaft. Aber dass man in der Liebe bleibt. Da kommen schon ein paar andere Emotionen auf. Und wisst ihr, die größte Rettung, die wir brauchen, ist nicht von unseren Krisen, sondern von uns selbst. Von unserer eigenen Selbstsucht, von dem eigenen Ego, von unserer eigenen Lieblosigkeit. Und der Einzige, der uns retten kann und frei machen kann davon, ist Jesus. Ist dieser hohe Priester, der für uns gelitten hat, der eben durch das Gleiche gegangen ist wie wir, aber ohne Sünde. Der uns verstehen kann in den tiefsten Nöten unseres Lebens und der wirklich in unserem Leben da ist. Und es heißt, der denselben Versuchungen begegnet ist, aber nicht schuldig wurde. Deshalb lasst uns zuversichtlich vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Dort werden wir Barmherzigkeit empfangen. Halleluja. Und Gnade finden, die uns helfen wird, wenn wir sie brauchen. Also meine erste Frage heute Morgen, hast du Jesus als deinen Retter in dein Leben aufgenommen, der dich erlöst hat von deinem eigenen Selbst, von deinem eigenen Ego und deinen eigenen destruktiven Emotionen? Wenn du es noch nicht getan hast, komme heute zu ihm. Denke daran, du wirst Barmherzigkeit bei Gott empfangen, Vergebung und neues Leben empfangen. Das Zweite ist, du brauchst Jesus auf deinem Weg zum Ziel ganz persönlich. Und vielleicht bist du hier heute Morgen und du weißt, das sind Dinge in meinem Leben geschehen, da bin ich nie drüber gekommen. Die haben mich irritiert gelassen. Die haben etwas gemacht im Negativen in meiner Beziehung zu Jesus. Ich möchte dich heute einladen, komme zurück zu Jesus. Denke daran, er verdammt dich nicht, er verurteilt dich nicht, aber er sagt, komme zu meinem Thron, wenn du Hilfe brauchst, komme. Er entbindet dich nicht, dass du kommst. Das musst du tun. Es ist der einzige Weg, dein Herz zu bewahren, dein Herz weich zu bekommen. Und ich sage mal, nur weiche Herzen sind auch in der Lage, Gott zu lieben und auch den Nächsten zu lieben. Und das Dritte ist, du brauchst andere auf diesem Weg zum Ziel. Schaut, wenn wir Kleingruppen bei uns immer wieder groß machen und promoten, dann machen wir das nicht einfach, weil das irgendwie so eine coole Bucheck-Idee ist oder weil da so ein paar Pastoren das einfach wollen. Ich bin ganz offen mit euch, ich habe genug Christen gesehen auf dieser Welt, die haben nicht freudig geendet, sondern haben bitter geendet.
Bitter in ihrem Herzen gegenüber anderen Menschen, bitter in ihrem Herzen gegenüber der Gemeinde von Jesus, bitter in ihrem Herzen gegenüber ihrem Vaterland, ihrem Staat, egal wo sie aufgewachsen sind. Weißt du was? Du bist nicht gefeit davor. Und das Einzige, was dir hilft, ist neben Jesus, ist der seelsorgerliche Rat deiner Geschwister. Und jetzt hör gut zu, ich habe immer gedacht, Jesus only, du brauchst nur Jesus. Und mir ist etwas klar geworden, das stimmt nicht. Du brauchst Jesus zuerst, aber du brauchst nicht nur Jesus. Das ist nicht wahr. Das hat auch Jesus nie gesagt. Er sagt es hier drin, ihr braucht einander. Ihr braucht einander. Und wenn es heißt täglich, ich glaube, dann ist es nicht zu viel, wenn wir uns alle Woche zu den Kleingruppen treffen, oder? Und vielleicht möchte Gott dir auch heute Morgen neu die Augen auftun und sagen, weißt du was? Ich glaube, Gott will mich gebrauchen zur Ermutigung, zur Tröstung von Menschen. Das ist etwas, das habe ich noch gar nie wahrgenommen in meinem Leben. Herr Jesus, ich habe durch dich Trost bekommen, ich habe durch dich Ermutigung bekommen. Mach mich auch zu jemandem, wie du es bist, zum Segen und zum Trost meines Nächsten. Wollen wir noch aufstehen zum Gebet? Herr Jesus, ich möchte dir von Herzen Danke sagen, dass dein Wort uns so viel Mut macht. Und ich möchte dir Danke sagen für die Kraft deines Trostes, für die Kraft deines Rates. Und du bist hier an diesem Morgen mit deiner Wahrheit und du bist hier auch mit deiner Anteilnahme, mit deinem Mitfühlen können, mit deinen Tränen für Menschen. Und wir brauchen dich, Jesus. Und wir brauchen einander.